Die Mauer stand weltweit für eine unmenschliche Grenze, die das Europa der Freiheit vom Europa der Diktatur trennte und damit auch die Menschen, die zusammengehören. Wir blicken heute mit Hoffnung nach Berlin. Der Freiheitswille der Deutschen in Ostberlin, in der DDR, hat Mauer und Stacheldraht friedlich überwunden. Nach fast 3 Jahrzehnten der Trennung feierten die Menschen in Deutschland ein Fest des Wiedersehens, der Zusammengehörigkeit, der Einheit. Jeder von uns spürt in diesen Tagen, dass das, was sich jetzt in Europa ereignet, vor allem in Mittel-, in Ost- und Südosteuropa, Ereignisse von geschichtlicher Tragweite sind. Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges besteht damit die begründete Hoffnung auf die Überwindung des West-Ost-Konflikts, auf dauerhafte Stabilität in gemeinsamer Freiheit für ganz Europa. Die Teilung Deutschlands war seit jeher sichtbarer und besonders schmerzhafter Ausdruck der Teilung Europas. Umgekehrt wird sich auch die Einheit Deutschlands nur vollenden können, wenn die Einigung unseres alten Kontinents voranschreitet. Der Aufbau des vereinten Europas ist vor allem anderen ein Werk des Friedens. Und dies müssen wir gemeinsam schaffen. Denn auf dieselbe Kraft setzen wir auch, wenn es um unsere Vision einer europäischen Friedensordnung geht. Überall dort, wo Grenzen ungehindert überschritten, wo Ideen und Meinungen frei ausgetauscht werden, wo Menschen zueinander kommen können, haben Misstrauen und hat Feindschaft auf Dauer keine Chance. Das gilt für uns in der Bundesrepublik Deutschland, das gilt selbstverständlich für die Deutschen in der DDR. Und um ihre Freiheit, meine Damen und Herren, geht es ebenso wie um die Freiheit der Polen, der Ungarn, um die Zukunft der Menschen in der Sowjetunion, um die Zukunft der Tschechen, der Slowaken, der Bulgaren und der Rumänen. Es geht um die Freiheit des einen Europa.